Po Yetiju je zdaj Kodiaq. Ali drugače, po samosvojem in zelo uspešnem modelu z imenom domnevnega bitja iz Himalaje je novi hišni derivat športnega terenca svoje ime ukradel od jaškemu medvedu z Aljaske. No, prihodnji Yeti, ki pride na vrsto prihodnje leto in bo nastajal na istih proizvodnih trakovih kot Seatova Ateca, bo manjši. In tako je v paleti nastal prostor za Kodiaqa. Dovolj velikega terenca, da lahko ponudi 7 sedežev ob prostornosti in uporabnosti, ki pritiče slovesu znamke, ki nudi veliko za razumno vsoto. Čehi pravijo, da so se prav v ta namen potrudili, da so jih v kabini iz razpoložljivih centimetrov kar največ namenili potnikom. Tako imajo potniki tudi na zadnji klopi presenetljivo veliko prostora za noge, pa tudi v višini ramen in glave. Ko sta zadnja sedeža zložena v prtljažno dno, je prostor za konkretnih 630 litrov, kdor pa se odloči samo za 5-sedežno varianto, jih bo imel na voljo kar 720. Vsekakor pa ob srečanju s tem aljaškim medvedom iz Češke nikakor ne bo ostalo neopaženo, da je avta, vsaj po evropskih gabaritih, kar veliko skupaj. V dolžino ga je za več kot 4,7 metra. Kodiaq bo sicer znane Tiguanove tehnike. Tudi pogonski sklop je znan, a nekaj diferenciacije so v Wolfsburgu vseeno ohranili. Wir sind absolut überzeugt, dass die Aggregatenpalette, die wir jetzt haben, ist absolut ausreichend für die meisten Kundschaften, die wir da haben möchten. Wir träumen ein bisschen drüber, dass wir eventuell noch einen stärkeren Diesel eventuell einsetzen werden, aber das ist alles abhängig davon, wie wird sich der Markt entwickeln und wie wir eigentlich da erfolgreich mit dem Auto sein werden. Vsekakor pa Kodiaq v ponudbo te znamke uvaja tudi nove funkcije, ki sodijo v poglavje Connected. Mehr und mehr brauchen Sie die Online-Informationen about Verkehrssituation. Sie brauchen mehr und mehr Informationen, wo eigentlich noch die freien Parkplätze sind. Und Sie bzw. die Kundschaft nutzt mehr und mehr die Smartphones für beherrschen ihre Wohnung und so weiter und so fort. Und da haben Sie auch jetzt die Möglichkeit, einfach von einer Wohnung zu schauen, habe ich noch Kraftstoff in der Tankanlage, wie viele Kilometer kann ich morgen fahren, und ich kann eigentlich einfach auch das Ziel von dem Mobilfunk versenden, und morgen früh komme ich zu dem Auto und kann ich einfach nur sagen, naja, ich möchte dorthin fahren.